Weil Diana erst am Anfang vom Lehrerreiten ist, geht es Richtung Viereck. An einem langen Seil, am Logierseil, schickt Milli ihre kleine Ritterin in einem grossen Kreis um sich selber herum. Eine lange Peitsche hilft dem Gusti zu zeigen, welche Gangart von ihm verlangt wird. Ist sie näher an seiner Hinterhand, läuft er schneller. Ist sie weiter fort, verlangsamt er. Eigentlich sollte ja Diana mit ihren Schenkelhilfen ihm das klar machen. Aber wenn man anfängt zu reiten, muss man auf so viel schauen, dass ein bisschen Unterstützung nötig ist. So dreht Diana konzentriert und glücklich Runde um Runde auf dem Gusti. Die Milli sagt immer genau, was sie machen muss. So, Diana, das nächste Mal, wenn du auf der Höhe vom Gatter bist, wird es etwas schwieriger. Es geht zwar weiter im Schritt, aber du tust dich dazu auf dem Sattel umkehren. Also säuferli anfangen, ein Bein über den Sattelknopf nehmen, ging gut das Gleichgewicht ausbalancieren. Das andere Bein hinten drüber, dann tust du ein bisschen verkehrt auf dem Ross hocken. Dann drehst du dich weiter, bis um alles normal ist. Alles klar? Nicht wirklich. Milli, das kann ich sicher nicht. Was echt? Sicher geht das. Wir haben nicht für nichts so lange auf der riesigen Baue geübt zu hocken. Also, fang an. Selbstverständlich klappt es, auch wenn es recht krank ist auf dem Gusti oben. Dann geht das Programm weiter mit Zügen aufnehmen, Zwick aus den Hüften machen und leichtem Druck an die Flanken mit den Beinen. Das heisst für einen Gusti antraben. Durch die kurzen Beine vom Shetland-Pony hudelt Diana oben drauf zünftig durch. Es Nein-Maschinelt nur so. Im Trab muss sie abwechslungsweise mit den Armen kreisen. «Hey, Milli, ich schwitze voll. Das ist mega anstrengend», beistet die junge Reiterin. Sie hat hochrote Backen und strahlt wie ein Maienkäfer. Im Fall, jeder, der meint, Reiten sei nur ein bisschen auf dem Ross oben hocken, der hat einfach keine Ahnung. Tapfer krampft sie weiter und darf am Schluss, weil alles so gut geklappt, sogar noch einen kurzen Moment galoppieren. Nachdem die Gangart verlangsamt ist und der Gusti ganz entspannt mit langem Hals am Trötschgeln ist, geht es schon um den Schluss der Reitstunde. Und, Diana, wie tut es dir nach deinem ersten Galopp? Wow, Milli, das war so genial. Ich bin einfach nur happy und will nie mehr absteigen. Weisst du was? Immer wenn ich beim Gusti bin ich so glücklich, dass ich fast verplatze. Das kenne ich. Weisst, der Gusti ist halt ein richtiges gute Laune-Pony. Wer bei ihm ist, hat Tatsch alles andere vergessen. Die beiden Modi kichern. Sie rühmen den alten Bennu über einen grünen Klee, belohnen ihn mit einer Banane. Hey, viele Pony und Ross lieben Bananen mehr als alles andere. Dann führen sie ihn nach dem Absatteln und Striegeln zurück auf die Weide. Die Diana grüppelt noch einen Moment neben am Boden. Er rupft mit seiner sanften Schnauze bedächtig büschelweise Gras aus und kümmelt das genüsslich. Da überkommt Diana. Sie umarmt den alten Bennu stürmisch. «Oh, Gusti, wenn ich dir nur die Hosensack nehmen könnte, so dass ich immer eine gute Laune hätte.»